Willkommen bei Princess Stories for Kids, wo euch jedes Mal zauberhafte Geschichten aus der magischen Welt von Anastasia und Athina erwarten. Macht es euch gemütlich und seid bereit für ein weiteres wundervolles Abenteuer voller Magie, Liebe und Freundschaft. Lasst uns gemeinsam ins Land der Fantasie und Träume reisen. An einem sonnigen Morgen spazierten Prinzessin Anastasia und Prinzessin Athina durch ihren magischen Garten. Vögel sangen, Blumen dufteten süß, und überall tanzten Schmetterlinge. Der Garten war voller Lavendel, Rosen und Bäume, die im Wind flüsterten. Masa, ihr fröhlicher kleiner Hund, schnüffelte im Gras und rannte zwischen den Bäumen umher. Vor einem großen Busch blieb sie stehen. Wuff! Wuff, bellte sie aufgeregt. Die Prinzessinnen rannten zu Masa. Zwischen den Blättern und Zweigen entdeckten sie eine kleine, runde Holztier. Sie war so winzig, dass nur Kinder hindurchpassen konnten. Anastasia und Athina lächelten und knieten sich hin. Ihre Augen funkelten vor Neugier. Die Tür schien sie auf magische Weise einzuladen. Eine geheime Welt wartete nur auf sie. Sie krochen durch die Tür und betraten einen traumhaften Ort. Blumen glitzerten, leuchtende Lichter schwebten in der Luft. Ein warmer, goldener Schein erfüllte die Wiese. Sogar der Wind summte eine magische Melodie. Masa folgte ihnen, mit großen staunenden Augen. In der Mitte der Lichtung standen zwei wunderschöne Koffer, einer rosa, einer grün. Beide trugen einen goldenen Buchstaben A. Die Koffer leuchteten sanft, als würden sie nur auf sie warten. Die Luft war voller Spannung. Die Prinzessinnen traten näher, ihre Herzen klopften schneller. Anastasia griff nach dem rosa Koffer und lächelte. Der fühlt sich wie meiner an, sagte sie. Athina hob den grünen auf. Er erinnert mich an Gras und Blumen, kicherte sie. Vorsichtig öffneten sie die Deckel. Ein warmes Licht strahlte ihnen entgegen. Masa wedelte fröhlich mit dem Schwanz. In den Koffern lagen magische Zauberstäbe. Anastasias Stab war rosa und funkelte wie ein Stern. Athinas war hellgrün und fühlte sich warm an. Auf kleinen Zetteln stand, für Liebe, für Licht, für Freundlichkeit. Die Stäbe bewegten sich sanft, als ob sie ihre Besitzerinnen erkannt hätten. In diesem Moment wurden sie zu echten Zauberprinzessinnen. Sie sind echt, und sie gehören uns, rief Athina glücklich. Zeit, sie für Liebe und Freundschaft einzusetzen, sagte Anastasia. Masa bellte fröhlich. Das Sonnenlicht berührte ihre Stäbe und ließ sie noch heller strahlen. Glitzer schwebte um sie herum. Es fühlte sich wie ein Traum an, aber es war Wirklichkeit. Plötzlich hörten sie eine sanfte Stimme. Mädchen, es wird spät. Zeit, nach Hause zu kommen. Der Himmel färbte sich rosa und lila, als die Sonne unterging. Anastasia und Athina sahen sich an und nickten. Ein letzter Blick auf die magische Wiese. Wir kommen wieder, flüsterte Athina. Hand in Hand machten sie sich auf den Heimweg. Zurück in ihrem gemütlichen Schloss kuschelten sich die Mädchen in ihre Betten. Masa rollte sich neben ihnen zusammen, ruhig und zufrieden. Anastasia und Athina flüsterten, Gute Nacht, während sich ihre Augen langsam schlossen. Schatten ihrer Abenteuer tanzten an der Wand. Ihre Zauberstäbe glühten leise in der Ecke. Und ihre Träume begannen, zwischen den Sternen zu funkeln.